Es ist Mittwoch, der 8. April. Ich begrüße euch zu diesem neuen Tag mit der Tageslosung. Psalm 51, Vers 14, der berühmteste Bußpsalm von David. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. O Dio crea in me, ihr kennt das Lied. Nachher im Lehrtext Johannes 16, Vers 20, passend in die Woche, die wir jetzt gerade haben, eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Anführungszeichen, Franz Schubert zum letzten Mal gekräht am 26. Juli 1812. So hat Franz Schubert ein bisschen mit Distanz wie ein Aussenstehender über sich selber geschrieben. Bei einem ganz besonderen Anlass, nämlich er konnte nicht mehr weiter singen bei den Wiener Sängerknaben. Die gibt es ja schon seit 500 Jahren. Eine der renommiertesten und ältesten Einrichtungen und Institutionen in Österreich, weltberühmt. Das war für ihn ein sehr trauriger Tag. Ich war auf der Suche nach etwas, das einem Menschen abhanden kommt und ihm auch wieder zurückerstattet wird, und zwar noch bei Lebzeiten. Diese oder eine kleine Geschichte sind mir in den Sinn gekommen, die alle für mich zu wenig aussagekräftig waren. Am Schluss ist mir in den Sinn gekommen, dass jedenfalls wir Männer unsere Stimme, unsere Bubenstimme, die Knabenstimme, die helle Stimme, die schöne Stimme, haben eingebüßt. Vielleicht ein trauriges Erlebnis und Ereignis. Und wir haben eine neue zurückbekommen. Am Bruckner ist es so gegangen bei den Wiener Sängerknaben. Am Heiden ist es so gegangen. Der hat es bis 18 geschafft, aber der Stimmbruch hat ihn dann auch eingeholt. Heute existiert, eben, wie gesagt, die Schule immer noch. Es ist ein Internat, eine Art Gymnasium oder ein Progymnasium für 10- bis 14-Jährige. Und dort machen sie natürlich die ganz schönen Erfahrungen, haben natürlich auch eine harte Zeit, muss man sagen. Können bis zu 300 Konzerte anbieten, die Institution, im Jahr. Ihr könnt euch vorstellen, die überall rumkommen in der ganzen Welt. Und irgendwann ist die ganze Herrlichkeit vorbei. Sie verlieren nämlich ihre helle Knabenstimme. Das hat die Kirche im Mittelalter verhindern durch die sogenannten Kastraten. Man hat also Buben, die begabt waren und die Eltern Geld haben dafür genommen, dann kastriert, so zwischen 8 und 12, und die waren lebenslänglich der Kirche erhalten gewesen, später auch in der Opernszene auftaucht und auch diesbezüglich missbraucht worden. Eine traurige Existenz auf der einen Seite, ein paar wenige sind weltberühmt worden. Von den Wiener Sängerknaben, die ja zum Glück Männer werden, schaffen es ja recht viele nachher wieder in die Musikszene. Unter anderem der Thomas Foster. Er hat nachher in den 90er Jahren im Eurovisionskontest den 5. Rang gemacht. Natürlich in Österreich selber ist er auf Platz 1 von den Charts. Und so gibt es sehr viele, die dann doch aus diesen Anfangserfahrungen wiederum eine Karriere weiterbilden können. Der Stimmbruch, wer erinnert sich nicht, für einen typischen Wiener Sängerknaben natürlich eine kleine Katastrophe. Man weiss ja, es kommt, der Bruch mit der Stimme. Und damit verliert man ja auch einen Teil der Kindheit. Trauer, wenn die Stimme bricht, ist es ein kleines Beispiel. Keine grosse Trauer. Schnell wieder ist man tröstet, weil die neue nachrutscht. Eine Sache, die vor allem die Männer kennen, die Frauen als Mütter, eben auch zu einem grossen Teil. Aber es sagt uns etwas über Trauer. Was ist denn Trauer anders als eine Verlusterfahrung? Das heisst, etwas, das nachher fehlt, bewirkt einen Schmerz. Die prominenteste Verlusterfahrung hat eigentlich zwei Namen. Einerseits der Tod von der Liebe, also eine Liebesbeziehung geht in Brüche. Oder auch wirklich der physische Tod. Das ist genau der Stoff, die beiden, die mit die berühmtesten Geschichten geschrieben werden. Augenblickliche Heilung ist natürlich möglich bei einer Verlusterfahrung, wenn das Fehlende plötzlich wieder auftaucht. Jesus sagt,
eure Trauer soll in Freude verwandelt werden. Psalm 51 ist sehr anschaulich, wenn es um den Verlust geht. Man kann sofort die Traurigkeit von David verstehen, die in diesem ganzen Psalm mitschwingt. Seine Ehre ist in Scherben, sein Gewissen ist kaputt, seine Identität als König und auch seine Integrität ist schwerstens angeschlagen. Seine Gottesbeziehung ist havariert. Seine Lebenswerke sind eigentlich auch am Boden. Und er hat eine hübsche Frau zur Witwe gemacht. Er hat sie dann später zur Kompensation natürlich geheiratet. Aber er hat gewusst, eigentlich habe ich mehr verloren, als ich je aufbauen konnte. Und in diesem Sinne kommt er zu Gott und sagt, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Er erwartet das von Gott. Er hat irgendwie den Mut, von Gott so viel Gnade zu erwarten. Und er hat sie bekommen, wie wir wissen. Aber nicht nur das, sondern er bittet ja um einen willigen Geist. Die zwei Sachen prägen den Psalm. Beides deutet ja auf eine zerstörte Gottesbeziehung her. Am Schluss geht es vor allem um uns und um unseren Gott, wenn solche Sachen abhanden kommen. Er bekommt die Vergebung, die er gewünscht hat, aber er verspricht auch Gehorsam, indem er sagt, ich will in deinem Geist leben, ich will deine Stimme hören, ich will umsetzen, was du sagst. Jesus ist der Davids Sohn. Er bezeichnet sich so und er übernimmt die Schuld von seinem Vater am Kreuz. Von seinem Vorfahren natürlich ist gemeint. Er übernimmt aber auch jeden anderen Ehebruch. Er übernimmt Verantwortung auch für jeden anderen Mord. Er übernimmt Verantwortung für all das, was Menschen lang angetan haben, weggenommen haben und lang in Trauer gestürzt haben. Er geht in die tiefste Trauer hinein, die man sich nur vorstellen kann, und macht das traurigste Geschäft, das je ein Mensch überhaupt hat angepackt. Und darum kann man sich die Trauer der Jünger auch gut vorstellen. Es ist eine gemischte Trauer, teilweise eine menschliche Trauer, sicher eine nachvollziehbare Trauer. Einerseits müssen sie ihren Meister leiden, etwas, was sie höchst ungern machen. Es ist die liebste Person, die einzige Person, die wirklich zu ihnen gestanden ist. Sie versagen alle zusammen auf breiter Linie. Auch das macht sie sehr traurig. Und sie verlieren ihn schlussendlich. Er ist nicht mehr da. Der Petrus hat dann noch sein eigenes Schiffbruch. Das ist nicht zum letzten Mal gekrächzt, wie der Schubert sagt, sondern der Hahn hat 3-mal gekräht. Und nachher ist der Petrus erledigt. Jesus sagt, ihr werdet eure Freude wieder zurückbekommen, umgehend in 3 Tagen. Aber das musste geschehen. Die Kinderstimme ist verloren gegangen. So wie Jesus den Jüngern bekannt war, die unbeschwerte, sicher herausfordernde, aber schöne Jüngerzeit ist für alle Zeit dabei. Jesus wird nicht mehr da sein, wie er es war. Eine Art ein Erwachsenenalter wird gefragt sein. Die Stimme von Jesus ist nach 3 Tagen wieder da. Aber es ist eine andere Stimme. Es ist die Stimme von dem, der den Tod hat gesehen, der das Leiden hat geschmeckt, der die Hölle hat durchwandert. Es ist die Stimme von dem, der alles hat hinter sich gebracht, der alles hat auf sich geladen. Und jetzt ist es eine Stimme, die nicht mehr wird vergehen. Wir werden sie hören bis zum Schluss. Wir werden sie hören am Schluss. Wenn er wird zurückkommen, das ist genau diese Stimme. Der Stimmbruch musste sein. Es war eine Traurigkeit, aber sie ist unvergänglich geworden. Ich wünsche euch einen schönen Tag.